Veränderung durch den Heiligen Geist. Und ich habe mir im Vorfeld auf diese Predigt viele Gedanken gemacht über dieses Thema, über die Veränderung durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht so ganz einfach, so aussagekräftige Bibelstellen zu finden, wo drin steht, dass der Heilige Geist es ist, der uns verändert. Es gibt nicht viele Bibelstellen. Wir wissen ja, der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und es scheint so, dass der Heilige Geist lieber eher im Hintergrund bleibt. Die Bibel sagt ja auch, er ist in Gestalt einer Taube auf Jesus gekommen. Er ist nicht eine Taube, aber es symbolisiert ihn. Er ist ein bisschen scheu, man kann ihn verscheuchen. Das ist der Heilige Geist. Und ich habe geforscht in der Bibel, gesucht nach so Bibelstellen, wo steht, dass er es ist, der uns verändern will. Und es ist, wie gesagt, nicht so einfach, aber es gibt eben doch diese Perlen im Wort Gottes, wo steht, dass es der Heilige Geist ist, der dich und mich verändern will. Aber eben ein bisschen versteckt, indirekt. Wir müssen ein bisschen graben, dass wir das entdecken. Und ich glaube, wir alle haben doch Bereiche in unserem Leben, wo wir Veränderung brauchen. Wir alle haben doch Bereiche, wo wir immer noch schlechte Gewohnheiten, schlechte Verhaltensweisen sind, wo wir uns ärgern wegen Nichtigkeiten, wo immer wieder sündiges Verhalten uns einholt und uns besiegt, wo wir diese Freiheit eben noch nicht haben, die Jesus für uns erwirkt hat. Ich glaube, wir alle sehnen uns doch nach Veränderung, wünschen uns in gewissen Bereichen unseres Lebens Veränderung. Oder bin ich der Einzige? Wir alle wünschen uns Veränderung in gewissen Bereichen. Und der Heilige Geist möchte uns verändern. Er will uns helfen, er ist ja unser Helfer. Aber wie geschieht das? Wie macht er das? Ich selber habe vor vielen Jahren eine Bibelstelle gelesen, 1. Samuel 10, Vers 6. Da steht, alsdann wird der Heilige Geist über dich kommen und du wirst in Verzückung geraten und wirst dich in einen anderen Menschen verwandeln. Und du wirst dich in einen anderen Menschen verwandeln. Und das wollte ich. Das wollte ich. Da steht, wenn der Heilige Geist über mich kommt, werde ich mich schlussendlich in einen anderen Menschen verwandeln. Und das habe ich oft über mir gebetet. Und ich habe es nicht erlebt. Ich habe mich nicht in einen anderen Menschen verwandelt. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Steht doch so in der Bibel. Warum habe ich es nicht erlebt? Ich habe vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht, wo ihr Gott um etwas gebeten habt, dass er euch verändert und ihr habt darauf gewartet, dass er es macht und es ist nicht geschehen. Ein bisschen frustrierend. Und dann sagt man, ja, wenn der Herr will, dann macht er es dann schon. Er hat jetzt scheinbar einfach nicht gewollt. Wie verändert uns der Heilige Geist? Wie macht er das? Warum habe ich es nicht erlebt? Warum hast du es vielleicht nicht erlebt in deinem Leben? Wie macht er das, der Heilige Geist? Wie verändert er uns? Und von dem Zeitpunkt an, als wir Jesus in unsere Herzen eingeladen haben, sind wir Kinder Gottes geworden, wiedergeboren. Und die Bibel sagt, wir sind rein geworden. Apostelgeschichte 15, Vers 9. Durch den Glauben an Jesus werden unsere Herzen rein. Dein Herz wird rein durch den Glauben an Jesus. Habt ihr das gewusst? Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, wird dein Herz rein. Das heißt, deine Sünden sind dir vergeben. Und zwar die vergangenen, die gegenwärtigen
und auch die zukünftigen, die du noch machen wirst, sind dir alle vergeben durch das Erlösungswerk Jesu. Und Micha 7, Vers 19 sagt, sie sind versenkt im tiefsten Meer, dort wo du sie nicht mehr hochholen kannst. Deine Sünden sind dir vergeben, du bist rein geworden, deine vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen. Wenn deine zukünftigen nicht inbegriffen wären im Erlösungswerk Jesu, dann müsste ja Jesus idealerweise auf deinem Sterbebett nochmal kommen und nochmal sterben für dich, um diese Sünden zu vergeben. Nein, sie sind alle beinhaltet in dem Erlösungswerk, das Jesus für dich und für mich am Kreuz von Golgatha erwirkt und vollbracht hat. Gewaltige Erlösung, die er für uns erlitten hat. Aber wie erleben wir das? In 1. Korinther 6, Vers 11, da steht, aber ihr seid abgewaschen, rein, abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Nicht ihr werdet abgewaschen, ihr werdet geheiligt, sondern ihr seid, du bist rein, heilig, gerechtfertigt worden. Warum? Durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erwirkt hat, sind wir das, nicht werden wir das. Wir sind es. Oder 2. Korinther 5, 17, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist somit jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Es ist neu geworden. Nicht es wird dereinst mal neu, sondern es ist neu geworden. Und 2. Korinther 5, 21, er hat den, Jesus, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat deine Sünde genommen und dir seine Gerechtigkeit gegeben. Und er ist zur Sünde geworden. Das Schlimmste, was dem Sohn Gottes passieren konnte. Er wurde zur Sünde. Er wurde zur Sünde für dich und für mich, damit wir seine Gerechtigkeit sind. Damit du abgewaschen, gereinigt, geheiligt bist. Eine neue Schöpfung. Nicht wirst, sondern bist, sagt die Bibel. Gott sieht uns so. Gott sieht dich so. Als gerecht, als gereinigt, als abgewaschen, als heilig. Er sieht dich so. Durch das, was Jesus für uns erwirkt hat. Er sieht dich so. Aber, also wenn wir Jesus angenommen haben, haben wir die Wiedergeburt erlebt. Wir sind das, was hier die Bibel sagt, dass wir sind. Aber, jetzt kommt eben doch der Haken. Aber unsere Seele ist immer noch die alte. Unsere Seele ist immer noch die alte, unser Denken, unser Verstand, unsere Gefühle, der Wille ist immer noch der alte. Die Seele ist noch die alte. Und da brauchen wir Veränderung. Hier brauchen wir Veränderung. Unsere Seele ist nicht automatisch neu geworden durch die Wiedergeburt. Das haben wir vielleicht alle erlebt in der ersten Euphorie, nachdem wir Jesus angenommen haben. Und dann holt uns das alles wieder ein. Alte Verhaltensmuster, schlechte Gewohnheiten, sündiges Verhalten. Wir ärgern uns wegen Nichtigkeiten, wir ärgern uns im Straßenverkehr. Ich zumindest. Immer noch der Alte. Da brauchen wir Veränderung, da sehnen wir uns doch nach Veränderung. Was sagt die Bibel nun, wie unsere Seele erneuert und verändert werden kann in das Bild, das Gott von uns hat? Dass wir eben nicht mehr fleischlich, seelisch reagieren, sondern dass wir
biblisch richtig reagieren können. Was sagt die Bibel? Wie wird unsere Seele verändert? Ist hier jetzt wieder meine eigene Leistung, meine Anstrengung, mein Zusammenreißen, meine Bemühungen, sind die hier gefragt? Was denkt ihr? Natürlich nicht. Es geht eben nicht durch eigene Anstrengung. Das haben wir ja alle zur Genüge versucht, uns zusammengerissen und versucht, uns zu verbessern und haben es nicht geschafft. Nie, keiner von uns. So geht es nicht. Es muss einen anderen Weg geben, als den, dass wir uns zusammenreißen. Es muss einen anderen Weg geben. Wenn wir Jesus angenommen haben, sagt uns also die Bibel, alles, was wir jetzt angeschaut haben, du bist abgewaschen, nicht wirst, du bist abgewaschen, du bist heilig, du bist gerecht, du bist eine neue Schöpfung, du bist es schon. Oder in Hebräer 10, 14 bis 17, durch eine einzige Opfergabe am Kreuz von Golgatha hat er, das ist Jesus, hat er die, welche geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Für immer. Also wenn du Jesus angenommen hast, mit ihm lebst, sagt die Bibel, du bist für immer vollendet. Für immer. Immer ist eine lange Zeit. Bis in die Ewigkeit und noch länger. Und dann steht weiter, es zeugt für uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach jenen Tagen, sagt der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen legen und sie in ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Übertretungen will ich nimmer mehr gedenken. Er sagt, er will, das bezieht sich auf den neuen Bund, in dem wir leben. Er legt sein Gesetz in unsere Herzen hinein. Also sein Gesetz, das Wort Gottes, das Gesetz Gottes ist jetzt in deinem Herz. Das Gesetz, das fordert, du sollst heilig sein, du sollst gerecht sein, du sollst rein sein. Das ist jetzt in deinem Herzen. In dir drin. Das heißt, nicht mehr du sollst heilig sein, du sollst rein sein, du sollst gerecht sein, sondern du bist gerecht. Du bist heilig. Du bist rein. Das Gesetz wohnt in dir jetzt durch den Heiligen Geist. Gott sieht uns so. Gott sieht dich so. Er sieht dich gerecht, rein, heilig, fähig, geliebt, gesund, angenommen, wertvoll. Ein Kind Gottes, ein vollwertiges Kind Gottes, auch wenn du dich vielleicht manchmal nicht so fühlst. Er sieht dich so. Du bist das. Du bist das. Durch das Erlösungswerk Jesu. Nicht durch dich. Nicht durch deine Leistung, nicht durch deine Bemühungen, nicht durch deine Heiligkeit, die du vielleicht schon ein Stück weit erreicht hast, nicht durch deine moralische Vortrefflichkeit, sondern allein durch das, was Jesus getan hat. Du bist heilig, abgewaschen, gereinigt. All das, was die Bibel sagt, was wir vorhin angeschaut haben, du bist es. Gott sieht dich so. Gott sieht dich so, dass diese gewaltige Erlösung, die Jesus für uns erwirkt hat. Glaubt ihr das? Gott sieht dich so. Die Frage ist jetzt, wie siehst du dich? Wie siehst du dich? Siehst du dich auch so? Normalerweise sehen wir uns Christen doch eher so als sündhafte Menschen. Wir wissen, wir sollten eigentlich anders sein.
Wir sollten eigentlich uns anders verhalten. Wir sollten eigentlich anders reagieren. Stimmt, oder? Wir wissen, wir sind sündhafte Menschen und wir sollten doch eigentlich den Maßstäben der Bibel genügen und schaffen es nicht. Und das machen wir dann bemühen wir uns wieder und versuchen es wieder selber. Stimmt, oder? Dann reißen wir uns wieder zusammen und sagen so, ab jetzt sind dann wieder die guten Vorsätze und dann versuchen wir es wieder und wir schaffen es wieder nicht und versuchen es wieder. Das ist so ein frustrierender, ewiger Kreislauf in unserem Leben. Stimmt, oder? Aber es ist eben der falsche Weg, wenn wir es selber versuchen. Weil wenn ich es selber schaffen könnte, durch meine Leistung, durch meine Anstrengung, durch mein Zusammenreißen, durch meine moralische Vortrefflichkeit, dann brauche ich Jesus ja gar nicht. Dann brauche ich den Heiligen Geist nicht. Dann kann ich es ja selber. Aber es geht eben nicht selber. Wir wissen es alle, haben es alle versucht zur Genüge. Der biblische Weg, uns zu verändern, muss also viel entspannter sein, viel einfacher und er muss frei sein von unserer eigenen Leistung, von unserer eigenen Anstrengung. Der biblische Weg zur Veränderung. Und ich habe da eine Bibelstelle, 2. Petrus 1, 3-4, da steht, da seine göttliche Macht uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, Frömmigkeit heißt einfach ein Leben, das Gott gefällt, gottgefällig leben, und zur Frömmigkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns vermöge seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit berufen hat. Mal bis hierher. Also alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt, ist uns geschenkt. Was heißt das, wenn es geschenkt ist? Ich bekomme es, obwohl ich es nicht verdiene. Es ist geschenkt. Ich kann es gar nicht verdienen. Du bekommst Ende Monat deinen Lohn nicht als Geschenk, sondern du hast ihn verdient. Aber ein Geschenk kannst du nicht verdienen. Das bekommst du, hast es gar nicht verdient. Und es ist uns geschenkt. Also ohne unsere Leistung, ohne unseren Beitrag bekommen wir alles geschenkt. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Warum? Durch die Erkenntnis dessen. Also durch die Erkenntnis Jesu, durch die Erkenntnis des Vaters im Himmel bekommen wir all das geschenkt. Also wenn wir den Vater im Himmel erkennen, das aktiviert all das, was wir brauchen zum Leben und zur Frömmigkeit in unserem Alltag. Die Erkenntnis des Vaters aktiviert all das, was du brauchst, um ein Leben in Frömmigkeit zu leben. Also der erste Schritt zur Veränderung ist eigentlich der, wir müssen erkennen, wer ist der Vater im Himmel wirklich? Wer ist der Vater im Himmel? Erkenntnis kommt immer durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt ja in Jesaja 11, Vers 2, der Heilige Geist ist der Geist der Erkenntnis. Er schenkt uns Erkenntnis. Wir meinen vielleicht, das sei unser scharfer Verstand, unser glasklarer Intellekt, der uns erkennen lässt. Nein, es ist der Heilige Geist. Er lässt dich erkennen. Also versteckt sehen wir, der Heilige Geist ist immer am Wirken, aber er drängt sich nie in den Vordergrund. Er lässt uns erkennen, wer der Vater im Himmel ist. Unsere Veränderung beginnt damit, dass wir den Vater im Himmel erkennen. Wer er ist, wie er ist. Dass wir uns, die Voraussetzung ist, dass wir uns anschauen, wie ist denn unser Vater im Himmel, dass wir ihn erkennen können. Uns anschauen. Wir wissen alle, was wir anschauen, das prägt uns. Das ist so eine alte Weisheit und es ist eine biblische Wahrheit. Was wir anschauen, das wird uns prägen.
Was du anschaust, prägt dich. Im Alltag. Was wir anschauen, prägt uns. Also, was schauen wir an, damit wir verändert werden in das Bild, das Gott von uns hat? Was schauen wir an? Was sagt uns die Bibel? 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wenn wir ihn anschauen, werden wir verändert in dasselbe Bild. Also nochmal, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also wenn wir anfangen, das zu praktizieren, was hier steht, sagt uns die Bibel, du wirst dich verändern, nicht von Niederlage zu Niederlage, nicht von Frust zu Frust, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und die Bibel sagt sogar, hört mal hin, ich finde das extrem gewaltig, werden so verwandelt in eine bessere Version von dir selber. Daniel 2.0. Nein, steht hier nicht. Nicht in eine bessere Version von dir, sondern in dasselbe Bild. Ist das nicht gewaltig? In dasselbe Bild. Du wirst in dasselbe Bild verwandelt, das du anschaust. Du wirst Gott ähnlich, wenn du ihn anschaust. Ich finde das gewaltig. Wir werden Gott ähnlich, wenn wir ihn anschauen. Steht ja 1. Johannes 4,17, habe ich letztes Mal gesagt, als ich da war. Denn wie jener ist, sind in dieser Welt auch wir. Also dann sind wir wie er in dieser Welt. Wo können wir Gott anschauen? Habt ihr eine Idee? Wenn ich hier jetzt lese, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wo können wir ihn anschauen? Wo? In der Bibel? Natur. Wo? Natur. In der Natur, in der Schöpfung. Darum fahre ich so gerne mit dem Motorrad über die Berge, da sieht man die Schöpfung wunderbar. Der Bibel, in der Natur. Habt ihr noch eine Idee? In mir selber. In der Liebe. In der Liebe. Was haben wir vorher gemacht da mit den Lobpreisanbetung? Lobpreisanbetung ist ja oft direkt aus der Bibel, sind oft Bibelzitate. Im Gebet, in der Stille vor Gott. Bei neugeborenen Kindern sieht man das Wunder des neugeborenen Kindes, genau. Alles richtig. Wir können Gott in der Schöpfung sehen und eben im Lobpreis, in der Anbetung. Die Bibel sagt ja, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Da fühlt sich der Heilige Geist wohl, da wirkt er. Da können wir ihm begegnen, da können wir ihn fühlen, wenn wir sensibel sind. Ich bin nicht so sensibel. In seinem Wort, natürlich in seinem Wort. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes, die Selbstoffenbarung Gottes. Da können wir sehen, schauen, wie ist der Vater im Himmel, im Wort Gottes. Genau. Und der Heilige Geist ist es ja, der das Wort Gottes lebendig macht, der uns das Wort Gottes aufschließt, der uns Erkenntnis gibt aus dem Wort Gottes. Wenn mitschreiben wollt, steht in Johannes 6, 63 oder Johannes 8, 31 und 32. Erkenntnis kommt aus dem Wort Gottes und der Heilige Geist ist es, der uns die Erkenntnis gibt. Er ist der Geist der Erkenntnis, habe ich schon gesagt. Er will uns das zeigen.
Er ist ja auch der Urheber, der Autor der Bibel. Er hat die Worte Gottes alle inspiriert. Es kommt von ihm. Die Frage ist, wie viel Zeit nimmst du dir im Alltag, Gott anzuschauen? Nicht am Sonntag hier, wunderbar. Aber wie viel Zeit nimmst du dir wirklich im Alltag, unter der Woche, um Gott anzuschauen? Lobpreis, Anbetung zu machen, in der Bibel zu lesen, in der Stille, in der Natur, Bewusstsein, das hat alles mein Gott gemacht. Wie viel Zeit nehmen wir uns? Wahrscheinlich viel zu viel, oder? Wir haben kaum Zeit für etwas anderes. Also wenn wir verändert werden wollen, sagt die Bibel, verwandelt werden wollen, da steht dieses Wort Metamorphose, Phose im Griechischen. Wenn du das erleben willst, dann schau dir Gott an, wie er ist, wie er wirklich ist. Und lese und forsche in der Bibel, bleibe im Wort Gottes und schau halt nicht Fernsehen oder irgendetwas im Internet, sondern schau ihn an, wie er ist. Das wird uns verändern, sagt die Bibel. Das ist ein wichtiger Schlüssel zur Veränderung, dass wir wirklich erkennen und sehen und uns vor Augen führen, wie ist mein Gott, wie ist er. Wie denkt er? Dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Noch einmal 2. Petrus, weil der Vers geht noch weiter. Da seine göttliche Macht uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns vermöge seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit berufen hat. Also du bist berufen von diesem allmächtigen Gott. Und dann steht, durch die er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat. Warum? Zu welchem Zweck? Damit wir durch diese göttliche Natur teilhaftig würden. Wenn wir das erreicht haben, wenn wir göttlicher Natur teilhaftig werden, dann sind wir wahrhaftig verändert. Stimmt, oder? Aber wir kommen wieder hin. Also der erste Punkt war ja Veränderung dadurch, dass wir Gott erkennen, wie er wirklich ist. Der zweite Punkt zur Veränderung ist, durch die Verheißungen aus dem Wort Gottes werden wir verändert. Durch die Verheißungen. Kannst du nochmal eine Folie zurück? 2. Petrus. Die Verheißung, die überaus kostbaren und überaus großen Verheißungen in der Bibel sind uns geschenkt. Sind uns geschenkt, wieder ohne unseren Beitrag, ohne unsere Leistung. Sie sind uns geschenkt. Wir können sie für uns nehmen. Du kannst die Verheißungen, die in der Bibel stehen, für dich nehmen. In 1. Korinther 1,20 steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und das Amen. Wenn du eine Verheißung nimmst, dann sagt der Vater im Himmel, ja, Amen. So soll es sein, heißt Amen, in deinem Leben. Wenn du sagst, ich bin gerecht durch das Blut Jesu, sagt der Vater im Himmel, ja, Amen. Wenn du sagst, ich bin fähig, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertvoll, sagt der Vater im Himmel, ja, Amen. So soll es sein. So ist es. Also jede Verheißung steht in 1. Korinther 1,20. Wenn wir die Verheißungen nehmen, wenn du die Verheißung Gottes nimmst, steht hier, dann wirst du verändert werden. Dann wirst du verändert durch die Verheißungen. Und nicht einfach so passiv, dass du denkst, ja, Gott macht das dann schon. Sondern du musst sie nehmen für dich. Für dich. Ich bin das, was ich bin, dass Gott sagt, dass ich bin. Du musst es nehmen für dich. Dass du weißt, erkennst aus dem Wort Gottes, aus den Verheißungen, ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Du musst es nehmen für dich.
Gott nimmt es nicht für dich. Er gibt dir alles, was du brauchst, haben wir hier gelesen, aber du musst das Geschenk nehmen. Er zwingt es dir nicht auf, aber du musst es nehmen, musst es auspacken und musst es für dich nehmen, dich daran erfreuen, anfangen so zu denken, anfangen so zu reden über dich. So werden die Verheißungen für dich und für mich wirksam, wenn wir sie nehmen. Nicht einfach passiv. Sie sind uns geschenkt, aber wir müssen sie nehmen. Wir müssen erkennen, und Erkenntnis, wissen wir, kommt durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Erkenntnis. Wir müssen erkennen in unserem Denken, in unserem Verstand, dass das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, dass das mir gehört. Er hat es für mich gemacht. Wenn es nur mich gäbe, wenn es nur dich gäbe auf dieser Welt, er hätte es für dich gemacht. Du musst es für dich in Anspruch nehmen. Er hat es für mich gemacht. Ich bin ein vollwertiges Kind Gottes. Ich bin nicht minderwertig. Auch das hat Jesus getragen, meine Minderwertigkeitsgedanken und Gefühle. Ich bin ein vollwertiges Kind Gottes. Und es ist eine Lösung, die meine ganze Person betrifft. Geist, Seele und Leib. Alles von mir ist erlöst durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Er ist gestorben am Kreuz für meine Sünde, damit ich die Gerechtigkeit Gottes werde, für meine Unreinheit, damit ich rein abgewaschen bin durch das Blut Jesu. Er ist gestorben für meine Krankheit und für meine Gebrechen, damit ich durch seine Wunden heil geworden bin. Eine vollumfängliche, alles umfassende Erlösung hat Jesus erwirkt. Und das müssen wir erkennen durch den Heiligen Geist und dann anfangen so zu denken, so zu reden über uns. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Natürlich sündigen wir weiter, aber Gott sieht uns ebenso. Nicht wegen uns, sondern er sieht dich durch das Blut Jesu als gerecht, als rein, als heilig, als heil, gesund. Er sieht dich so. Natürlich, wir sündigen weiter, aber Gott sieht die Sünde nicht, weil Jesus hat sie getragen am Kreuz von Golgatha. Wir sind rein, gerecht durch das Blut Jesu und du musst es so über dich annehmen oder du darfst das über dich annehmen und so werden wir verändert in das Bild, das er von uns hat. Nicht indem du dich zusammenreißt und versuchst nicht mehr zu sündigen. Geht eben nicht, haben wir alle versucht, sondern indem du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Und dich so siehst, wie der Vater im Himmel dich sieht. Ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Du sagst ja, was Gott sagt, dass ich bin ja meilenweit davon entfernt. Ich versage immer noch, schaffe es ja nicht. Du fühlst dich vielleicht nicht so, aber Gott sieht dich so. Das muss in unsere Köpfe hinein, ihr Lieben. Gott sieht uns so, gerecht, rein, heilig, frei, angenommen. Damals, als ich diese Bibelstelle für mich genommen habe, 1. Samuel 10, 6, da habe ich gedacht, Gott macht es jetzt mit mir. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, wirst du dich in einen anderen Menschen verwandeln. Und ich habe es nicht erlebt, weil ich habe nicht angefangen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Ich habe gedacht, Gott macht es mit mir, er verändert mich jetzt und alles ist dann picobello. Es war schon picobello, aber ich habe mich nicht so gesehen. Ich habe mich immer noch gleich gesehen und habe mich bemüht und versucht, anders zu werden und es hat nicht geklappt. Fange an, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Fange an, über dir auszusprechen, ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Und ich habe das, was Gott sagt, dass ich habe. Es gehört mir. Ich bin nicht mehr das, was ich früher war. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Fange an, das Neue über dir auszusprechen. Das ist das, was uns wirklich verändert. Es gibt ja ein jüdisches Sprichwort,
Sprichwort, und das sagt, säe einen Gedanken und du erntest ein Wort. Säe ein Wort und du erntest eine Tat. Säe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Säe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Säe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Aber es fängt mit dem Gedanken an. Es fängt mit dem Gedanken an. Und am Schluss das ist ein biblisches Prinzip, und am Schluss ist dein Schicksal. In Sprüche 4, Vers 23 ist das ganz kurz dargestellt, da steht, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Also wenn du Veränderung willst in deinem Leben, es beginnt mit deinen Gedanken. Was denkst du über dich, über Gott? Lade den Heiligen Geist ein, dass er dir hilft, dein Denken umzugestalten, dass du entsprechend dem, was wir jetzt angeschaut haben, anfängst über dich zu denken. Ich bin fähig, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin geheilt, ich bin gerecht. Er ist ja da als unser Helfer, der Heilige Geist, und er möchte uns helfen. Fange so an, über dir zu sprechen. Warte nicht, bis du besser geworden bist. Und dann anfangen, so über dir zu sprechen. So wirst du nie besser, sondern fange jetzt an, so über dir zu denken und zu sprechen, wie Gott es in seinem Wort sagt. Und die Bibel sagt, das Schöne ist, dann wirst du göttlicher Natur teilhaftig. Vorher haben wir gesehen, wir werden in dasselbe Bild verwandelt, wie Gott ist. Und hier steht, du wirst göttlicher Natur teilhaft. Wer will das? Er muss jetzt nicht. Aber das wollen wir doch alle. Nicht mehr seelisch, fleischlich reagieren, sondern eben so, wie Jesus reagiert hat. Du bist göttlicher Natur teilhaft. Nicht eine bessere Version von dir selber, sondern die Wesenszüge und die Natur Gottes, die Wesenszüge Jesu nehmen in dir Gestalt an. Dann sind wir wirklich verändert. Stell dir mal deine Frau vor, wenn die Wesenszüge Jesu, die Natur Gottes in ihr Gestalt annehmen. Diese Lieblichkeit in deiner Frau, diese Gnädigkeit. Stell dir mal deine Frau vor so. Diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Sanftmut. Das wäre schön, oder? Oder stell dir mal vor, wie viel einfacher es für deine Frau wäre, wenn die Wesenszüge Gottes, die Natur Gottes in dir Gestalt annehmen. Wäre doch für deine Frau viel schöner und viel einfacher. Die Sanftmut, die Gnade, die Lieblichkeit Jesu in unserem Leben, dann sind wir wirklich verändert. Also Veränderung durch den Heiligen Geist geschieht da, wo wir uns auf Gott ausrichten, ihn anschauen, schauen, wie er ist, wie mein Vater im Himmel ist. Und ich bin ja sein Kind. Er ist mein Vater, ich bin sein Kind. Schauen, wie er ist, und dann, dass wir uns anschauen, wie bin ich in den Augen Gottes? Wer bin ich in den Augen Gottes? Dass wir uns das anschauen. Die Bibel sagt, dann werden wir verwandelt. Dann werden wir verändert. Wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, dann wirst du verändert. Dann wird die Gestalt, die Natur Jesu in uns Gestalt annehmen. Und ich glaube, die Welt heute, unsere Welt, wenn wir um unsere Welt hinausschauen, die Welt braucht solche Christen, die wissen, wer ihr Gott ist, die wissen, wer sie sind in den Augen Gottes. Ich glaube, unsere Welt braucht solche Männer und Frauen, die wissen, wer sie sind in den Augen Gottes, die ihren Gott kennen. Glaubt ihr das auch?
In Daniel 11, Vers 32 steht, das Volk derer, die ihren Gott kennen, die ihren Gott anschauen, das Volk derer, die ihren Gott kennen, wird stark bleiben und danach handeln. Also, dass wir wirklich wissen, erkennen, wie unser Gott ist und wer wir sind in den Augen Gottes. Das ist es, was uns verändert. Nicht unsere Bemühungen, nicht unsere Leistung, können wir alles vergessen. Unser Gott. Wollen wir das? Wollt ihr das? Wollt ihr diese 2 einfachen Schritte gehen? Gott anschauen? Augen weg von uns, auf Gott. Dann, wenn ihr das wollt, lasst uns aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du unser Helfer bist. Wir sind nicht allein auf uns gestellt, sondern du bist unser Helfer. Und du liebst uns. Und du möchtest uns vorwärts bringen in unserem Leben. Und du möchtest uns immer mehr erkennen lassen, wie unser Vater im Himmel wirklich ist. Und ich lade dich ein, komm und bewirke das in unserem Leben heute Morgen, dass wir mehr von unserem Vater im Himmel erkennen. Und dass wir auch in unserem Alltag uns nicht begnügen damit, dass wir am Sonntag dann wieder in den Gottesdienst gehen, sondern dass wir auch in unserem Alltag eine Sehnsucht bekommen, diesen Gott uns anzuschauen, diesem Gott zu begegnen, diesen Gott zu berühren. Und hilf uns, Heiliger Geist, dass wir auch erkennen können aus dem Wort Gottes, aus den vielen Verheißungen, kostbaren und überaus großen Verheißungen, dass wir erkennen können, wer wir sind in den Augen Gottes. Was uns gehört durch dieses gewaltige Erlösungswerk, das Jesus für uns, für mich, für dich erwirkt hat. Hilf uns, Heiliger Geist, wir sind angewiesen auf dich. Wir können es nicht allein, wir schaffen es nicht allein, wir brauchen dich. Und ich lade dich jetzt ein, dass du auf jedes von uns kommst, der das will, die das will, dass du auf jeden kommst und dass du uns hineinbegleitest jetzt in die kommende Woche und dass du es bist, der in uns auch das Wollen und das Vollbringen wirkt. Dass es nicht nur jetzt, auch heute wieder nur ein kurzer, guter Vorsatz ist, dass wir das wollen, sondern dass es bleibt in unserem Leben, dass wir verändert werden wollen in dein Bild, dass deine Natur, deine Wesenszüge in uns Gestalt gewinnen und die Menschen auch an uns sehen, dass wir etwas haben, was dieser Welt fehlt und dass sie zu dir finden. So segne ich jetzt jedes, das hier ist, im Namen Jesus. Ihr seid Gesegnete Gottes, ihr seid Kinder Gottes, ausgerüstet mit allem, was ihr braucht, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt, haben wir gelesen. Nehmt das, erfreut euch an dem und lebt so, geht hinaus in diese Welt und seid ein Licht in Jesu Namen. Amen. Amen.